Halli, 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 hallo zum Tag 10 im Moonlight Peaks. Wir sind schon aufgestanden und begrüßen zuerst einmal den Kasimir. Ich weiss noch, wie der Viktor Schloss Dracula besucht hat. Damals war er noch ein Mensch. Seine Aura war unwiderstehlich charmant, sehr ärgerlich. Okay, hast du nicht gut gefunden, den Moment. Gut. Schauen wir mal, was unser Garten zu dem Ganzen sagt, was wir hier gemacht haben. Ente, 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 Ente. Da können wir noch nicht ernten. Noch nicht ernten. Da oben haben wir gerade noch Stein. Oh, ist wie leer, würde ich sagen. Ist wie leer, würde ich sagen. Das Blöde ist, jetzt habe ich natürlich in der letzten Folge die Sämli hier rausgerührt. Jetzt muss ich die Sämli holen. Aber wir können Bier machen. Bier können wir machen. Das ist gut. Und dann holen wir hier die Sämli wieder aus dem Lager. Ja, nehmen wir gerade wieder alle mit, das ist doch blöd. Das ist doch blöd sonst. Okay. So, dann nehmen wir die Sämli in die Hand. So. Und dann gehen wir die Spritzkanne wieder füllen. So. Jetzt, wenn ich den Stall posten, wo können wir denn den bauen? Wo könnten wir denn den bauen? Da hinten wäre es eigentlich noch gäbig. Wie gross ist der? Weißt du was? Hilfsholz. Da ist der Kasimir umgemäht. So. Und wir gehen jetzt einfach mal krömeln, sonst ist die Kölle nämlich wieder weg. Und das ist auch blöd. Oh oh, Szene.
Hey, Betlinde! Willst du mal was Lustiges sehen? Warum habe ich das Gefühl, dass das ein Fall ist? Ein Fall? Jetzt komm schon, das würde ich niemals machen. Einfach nur ein bisschen Drama, dass du vielleicht Unterhaltung findest. Der Brooke und der Orlok sind wieder bei der Sache. Irgendwas wegen ihrem Vermächtnis, wer der besser ist. Du meinst schon, das Übliche? Nein, weiss ich nicht. Mittlerweile gehört sich an wie so ein Ehepaar. Oh, das muss ich sehen. Oder? Mittlerweile ist das so etwas wie ein Ereignis in der ganzen Stadt. Begib dich zum Wappengarten links vom Rathaus, wenn du dir die Show anschauen willst. Das wird bestimmt ein Spass. Okay, da streiten sich wieder zwei und natürlich ist der Orlok mit dabei. Aber, jetzt sind wir ja schon da. Reggie! Ich habe gesehen, dass die Brücke repariert ist. Hoffen wir, dass niemand es nochmal mit Magie versuchen. 8000 ist schon gut. Ich möchte einen Stallposten. Was für eine grossartige Wahl! Dafür musst du eine Stelle auf deiner Farm auswählen. Okay. Da unten ist schon auch blöd. Kann ich das dann auch später noch auswählen? Keine Sorge, komm gerne vorbei, falls du dir anders überlegst. Habe sie jetzt nicht gepostet? Oh, es scheitert daran, dass ich nicht kann. Ich keinen Platz habe. Das Spektakel können wir auch sonst mal noch anschauen. Jetzt wollte ich zuerst ein bisschen. Die Frage ist, was denn alles zu meinem Laden hier gehört. Können wir das Zeug jetzt auch nicht verbauen. Und da unten könnte man eigentlich auch noch geil das anstellen. Ich muss noch fragen, ob das auch zu meiner Farm gehört. Dann hätten die da schnussig viel Platz. Probieren. Heisst, wir fällen hier zuerst mal ein paar Bäume.
muss ich dann zuerst mal etwas futtern. Essen wir mal unser Verbrauchen. Ich kann noch mal etwas hinein reinschieben. Samen. Aha. Das ist da genug Platz, oder? Jetzt rennen wir hier geschwind in den Wind. Wieder dort rauf. Der hat jetzt auch nur noch bis um 12 Uhr offen. Und dann schauen wir, ob wir das dort platzieren können. Schnell, bis Linde, ran! Ran! So. Da. Sie ist weiss. Ja, ich bin mir sicher. Geil! Geil! Super! Ich fange morgen sofort als erstes damit an. Brauchst du sonst noch etwas? Nein, ich habe jetzt kein Geld mehr. Genau. Jetzt müssen wir zuerst das Spektakel noch anschauen. Neben dem Rathaus. Das Rathaus war, meine ich, hier oben. Ich kann mich aber auch wieder täuschen. Nein, es stimmt. Geil. Da hinten bei den Wappen hat irgendetwas von Wappen geschlabuliert. Es ist Geisterstunde. Die schmollen sich an, die zwei. Gib zu, Orlok. Du hast es gestohlen. Natürlich will ich ja nichts besser zu tun, als mich mit deiner rostigen Hundemarke davon zu machen. Die rostige Hundemarke ist ein Symbol der Stärke und Geschichte der Familie Logan. Es steht für unser gesamtes Vermächtnis. Und trotzdem ist es, wie es ist. Kein Wappen, kein Vermächtnis, nur du, der rumbrüllt. Ihr Wölfe geht immer von falschem Spiel aus, statt das Offensichtliche in Betracht zu ziehen. Und was genau ist das Offensichtliche? Die Möglichkeit, dass dein kostbare Relikt überhaupt nicht gestohlen worden ist. Vielleicht hast du es verleiht. Oder nach dem ganzen Dracula-Debakel wie die anderen Wappen abgenommen. Oder vielleicht sind ihm Beine gewachsen und er ist weggelaufen. Okay. Der Lupo giggelt. Unsinn! Du hast es gestohlen, da bin ich mir sicher. Du bist wahrscheinlich neidisch, weil es als letztes Wappen noch zu sehen war. Jetzt langt's! Hört auf, alle beide! Hure hat der Rotzbuben. Worum geht es überhaupt?
Das heutige Drama wird Ihnen präsentiert vom verschwundenen Logenwappen. Sehr ernste Angelegenheit. Es ist ein Symbol von der Geschichte und Einigkeit. Bla bla bla. Ludo, das Wappen ist seit Generationen in unserer Familie. Was für eine Tragödie. Ein Stück Metall ist verschwunden. Sag sofort der Behörde vom Übernatürlichen Bescheid. Okay, mir lange jetzt. Ich weigere mich, da zu stehen und zwei erwachsenen Männer bei ihren Wutanfällen zuzuschauen. Das ist einfach nur peinlich. Nein, lass uns bleiben, das ist doch super. Nein, hast recht, Saga. Wir gehen, bevor es schlimmer wird. Gute Entscheidung. Ich sehe es genauso wie Bislinde. Komm, Bislinde. Spürt mir das Ding auf, bevor ich noch den Verstand verliere. Okay. Du da, du kommst auch mit. Okay. Die zwei. Janik, nachdem wir jetzt vom Hintergrundrauschen befreit sind, wo fangen wir überhaupt mit der Suche nach dem Wappen an? Wie wär's, wenn wir ganz einfach ein bisschen Zeit geben? Manchmal tauchen die Sachen einfach selber wieder auf. Oh, unglaublich, dass ich mit dir verwandt bin. Ah, der Lupo ist doch super. Erwartest, dass ein unbelebtes Objekt seinen Weg heimfindet? Wir hören uns um, auf der Stelle. Ich frage bei den Hexen an, falls sich irgendwelche Magie im Spiel ist, haben sie vielleicht etwas gespürt. Ludo, du redest mit dem Ambrosius. Mit dem Ambrosius. Bislinde, du kannst sehr fragen. Schauen wir doch einmal, ob der Dragan sogenannte Visionen auch tatsächlich etwas bringen. Nachher treffen wir uns in der zerbrochenen Lampe. Okay, ich mach's. Aber komme ich dafür für mein Lied auch ein bisschen etwas Gutes über, so als Belohnung? Ludo, ich glaube nicht. Gut, jetzt wo wir aber schon mal da oben sind, können wir ja noch mal schnell ein bisschen Weizen posten. Ein bisschen Weizen posten. Damit wir wieder Bier anpflanzen können. Gell? Bio. Bio. Wo bin ich? Was ist er? Hoppla! Hey, ist auf keinen Fall für dich bestimmt, oder doch? Manchmal ist es schwer zu sagen, die Wege von der Liebe sind ungründlich. Was bist du? Jetzt bin ich verliebt. Wie fühlst du dich, Schätzli? Sind die Augen vielleicht voller Herzli? Ich sage einfach Herzli, Herzli. Ich fühle mich seltsam emotional. Ja, das ist Magie, die langsam wirkt. Das ist Liebe, Schätzli. Wild und vorhersehbar und alles verzehrend. Ich sage nochmal einfach Herzli. Mit dieser Schleife siehst du irgendwie reizend aus. Oh, du siehst das Ding. Schau mich nicht nochmal an. Schau etwas anderes an, bevor du noch tiefer fällst. Dann möchte ich mich gerne vorstellen. Ich bin Lebmi, der Liebesdämonmeister von der Herzli, chaotische Person und der ewige Dorn im Amor im Fleisch.
Ich sage wieder nur Herzli. Solche Flügel habe ich noch nie gesehen, die sind wunderschön. Und die redet nur die Magie vom Bogen. Jetzt frage ich mich, wen dein Herzli erwählen wird. Der Baum. Der Baum ist so perfekt, ich glaube, ich bin verliebt. Ein Baum, oh, das ist ja köstlich. Hat mir keine bessere Muse für dein Herzli aussuchen. Ich glaube, ich habe meinen Seelenverwandten gefunden. Und schau dich, zusammengewickelt in einem hübschen kleinen Ball von den Gefühlen. Keine Sorge, das lässt nach einer Nacht oder so nach wahrscheinlich. Und jetzt geh, liebe Schätzli. Ich schaue ein bisschen zu, aber warte nicht von mir, dass ich eingreife, wenn es unschön wird. Wo gehe ich jetzt dort zum Baum? Gehe ich Bäumli jetzt umarmen? Baum, komm zu mir! Ist gar nicht der Baum. Blöd. Bin ich schon wieder den scheiß falschen Weg hochgelaufen? Ich muss hier ja über und dann rauf. So. Jetzt gehen wir wieder runter und hackebeilend noch ein bisschen. Hackebeilend noch ein bisschen dort um. Ja. Was bist du am Tänzeln? Ja, krabbeln wir dich auch noch. Ja, du bist glücklich, fein. Das ist etwas am Laufen. Den Baum will ich noch weghacken, dass ich dann auch meinen Stall natürlich gut sehe. So, Käferli. Das habe ich alles angepflanzt. Gut. Heisst, wir schauen noch schnell, was wir hier alles ins Lager tun können. Lager tun. Auf jeden Fall habe ich jetzt ein bisschen Holz geschaffen. Einen Fisch tun wir auch noch ins Lager. Blut, Tomaten und Aubergine. Blut, Tomaten und Zwiebeln. Aber für das müssen die erst gut sein. Reis. Ich habe nur Reis irgendwas, aber nicht Reis. Muss ich Fledermaus Cappuccino.
Ich habe, glaube ich, noch nicht so viele Rezepte. Ich weiss nicht, wo ich die herbekomme. Macht nichts. Gehen wir pfusen, weil Allergie habe ich eh keine mehr. Aber dann können wir nämlich morgen noch mit diesen ganzen Seher schwätzen und schauen, ob wir aufklären, wo das blöde Wappen angekommen ist und so viel zu tun. Aber das, wir gehen mützen. Mit dem Pickeli gehen wir mützen. Schauen, was wir heute alles gemacht haben. Einnahmen. Immerhin ein bisschen Geld, weil ich 4000 ausgeben für den Stall. Bisschen. Genau. Und dann ist schon wieder Donnerstag und dann ist schon gleich wieder Wochenende. Lot of things to do. Many things. Ja, genau. Aber erst beim nächsten Mal. Weil jetzt ist bis Linde müde. Und der Katze mir auch. Tschüss. Auf Wiedersehen.